Friedlich ist es hier nachts auf Kieler bei Risen 3 Titan Lords, doch das wird sich schnell ändern. Willkommen zurück. Ja, wir sind bereits zum Rang der Werte befördert worden, nicht wahr? Das ist bereits, glaube ich, 1-2 Parts her. Wir sind hier im Matt und so unterwegs und sollten jetzt endlich ins verbotene Tal mal eintreten und schauen, was uns hier noch alles erwarten möge. Natürlich nicht nur von Questen, sondern natürlich auch was Monster betrifft. Obwohl natürlich vorsehen. Wer weiß, was in diesem Tal alles auf uns lauert. sehr gute. Ja, sehr gut. Aussage Patty, wobei ganz ehrlich, wir spielen sie momentan nicht das Problem, glaube ich. Ihr seht, das Spiel hat mich zweimal getroffen, trotzdem 0 bis so gut wie keinen Schaden. Alter, das ist übel. So, mal gucken. Servus, Kumpel. Das sind schon gewisse Unterschiede. Ah, das ist ja dunkel. Ja, so, oh, Entschuldigung, Matt. Ja, kann ich noch nichts dafür, ist das Spiel. Also ich glaube, es hat sich echt gelohnt, dass wir uns den Wächtern angeschlossen haben, beziehungsweise jetzt natürlich selber ein Wächter sind. Ihren 8 Beinen wäre sie mal lieber davongerannt. Ach, Patty, du und deine Sprüche. So, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt hier genau? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in einen Quest nach, wa? Aber glaubst du, so von der Karte her ist das Gebiet nicht gerade klein? Naja. Und vielleicht irgendwie jetzt auch noch weiter, oder? Hat sie oben noch etwas Besonderes? Glaubt zwar nicht, wa? Der Tempel, da habe ich irgendwie eine ganz schlechte Vermutung. Tja. Haben wir noch ein Klingenblatt, sehr schön. Duli, du. Große Bäume, interessant. Aber sonst allgemein glaube ich, wir sind jetzt echt so geskillt und so, das dürfte kaum noch ein Problem sein. Wir suchen noch zu kontern. Also beim Jaguar ein bisschen schwerer ist als bei den Schattenviechern. Und trotzdem, hey, Alter, das wurden wir so oft angegriffen von Spinnen, von Rammer, von Jaguar, alles mögliche und trotzdem nur so wenig Schaden. Ja, ganz ehrlich, in Zauber setze ich jetzt nicht ein. Die Viecher sind so schwach. Hey, das müssen gleich ein Sprüche drauf. Oh, ich komme gerade vom Weg ab, merke ich. Das war jetzt nicht so klug. Gut, ja, genau, Weg entlang. Ich habe schon gehortet, wa? Ja. Für das Jaguarfeld, das gibt natürlich ordentlich Kohle. Alter, Zauber. Das war knapp. Aber gar nicht gesehen, ey. Wohl, dann kann er sagen, von wegen der Zauber hält ja auch noch lange. Ich glaube, der hält länger als früher, kann das sein? Da ist ja was. Das ist irgendwie ein seltsamer Weg, Freunde. Wieso? Ganz einfach deswegen, weil auf der Karte ist... Aha, da geht natürlich auch so. Wohl kann ich sagen, auf der Karte sah es so aus, als würde ich direkt unten durch können, aber... Oh, was machst du hier? Aua! Hallo, Ali! Na klar! Ist 1 Meter vor mir! Mensch! Okay, der macht trotzdem noch viel Schaden. Niemand legt sich mit mir an. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Treffen wir ihn erstmal und er sagt, muss das sein? Und ich so, Heilzauber! Geht doch. Was zu futtern? Sehr gut, sehr gut. Servus, Großer! Aber auch die sind kein... Wow! Alter, gar nicht gesehen! Mann, jetzt reißt es mir, wir sehen ja nichts mehr. Mann, geht doch nicht dorthin!
Also entweder mache ich grausam viel Schaden bei ihm jetzt, oder aber der Zauber, sprich, ja, Feuerregen wirkt bei dem auch. Schon. Mann, ich sehe wieder nix. Also, aha. Ich dachte vorhin irgendwie, das könnte noch ein Viech sein, aber okay. Aber wird das Feuerregen bei ihm auch, da bin ich gerade so stark, dass ich matt mit 2 Hieben platt gemacht habe. Tja, möglich ist natürlich alles. Haben wir eine Feuerblume noch. Alter, das Gebiet groß. Los doch! Naja, Mistviecher. Nee, ich glaube, das trifft Matt nicht, wa? Oder doch? Sie gab immun bei ihm. Es trifft ihn auch an, schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, da trifft ihn halt, ist mir noch scheißegal, wieder zu sein. Jetzt, ey. Soll ein Tempel sein oder irgend... Okay. Ein Gulkle noch. Ah, wir haben ein paar Spinnen. Servus. Und noch ein fettes Teil, ist klar. Mann, jetzt mal einen Zauber ein, Kumpel. Mann, Alter, was machst du da? Setz endlich mal den Zauber ein. Ja, endlich. Ich krieg schon die ganze Zeit drauf. Soldat sogar Orakels. Was ein Orakel? Wow! Dem haben wir es aber gezeigt. 5 Stücke also. Okay, gut zu wissen. Da unten. Alter, ich bin so ein bisschen heller. Heller, sagt der Keller. Ja, dann kann ich natürlich auch ein bisschen mehr planen und so. Eine Maki-Beeren. Naja, eine Dschungelspinne. Die zweite auch. Und hier ist also der Schatz. Ich überlege gerade, welcher Schatz war es? Der von Sling, glaube ich, war. Von Finch, ja, interessant. Gut. Ja, dann nochmal gucken. Gold über die Piratenflagge. Wo kann ich die hier? Du musst doch irgendwie. Quest erfolgt die Piratenflagge. Okay. Oh, da muss man alles halt irgendwie aufmachen. Wo war denn das jetzt? Der war hier oben. Da müsste ich am besten wohl hier rüber gehen, wa? Okay, machen wir auch gleich. Was anderes? Nee, das ist natürlich nicht hier. Hatten wir ja schon mal geguckt. Ich glaube sogar am letzten Part noch. Schatzes sehen. Ja, habe ich bereits gemacht, wa? Nope, das war auch was anderes. Okidoki. Was war das jetzt, was ich gerade gemacht habe hier? Ärsche treten. Tagarigua, stimmt, müssen auch noch hin in der Insel. Haben wir noch so elegant umschiffen, sage ich jetzt mal. Hier ist auch noch nichts. Kristall im Schatten, das von Terranis. Der Käse ist sowieso dort. Da könnte ich jetzt vielleicht hin, weil jetzt sind wir ja. Ja, es wäre aber vielleicht das Privileg dazu, in das Gebiet einzudringen. Dann hängen der Magie hier, Arbeiter sagen, okay, Geistritual, groß vorbereitet, sind wir noch daran mit Chani und so. Die Nervensäge, ja, sind wir auch hier. Ah, durch den Tempel hindurch, okay. Das dürfte ein kleines Problemchen sein. Dann, ja. Der ist hier drüben, sobald wir den Rest haben, ist das auch relativ einfach. Nee, war das? Ja, irgendwie noch seltsam mit Piratenflagge gerade, aber okay, gehen wir erstmal da entlang. Kann mal gucken, haben wir jetzt hier noch etwas? Nö, es scheint ruhig, aber ich bin natürlich davon, dass ich mal ein bisschen Heilung getan könnte. Siup. So geil, hey. Das einfach unendlich oft einsetzen kann.
Ist auch noch Gegner. Okay, da müssen wir nachher hin. Wie gesagt, aber erstmal runter. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier den richtigen Baumstamm gefunden. Wenn nicht, mache ich natürlich relativ schnell. Ich glaube, es ist... Nö, könnte der richtige sein. Oder auch nicht. Verdammt, wie kommen wir jetzt da hoch? Da ist natürlich auf der Karte sehe ich es kaum. Dann muss ich doch den hier nehmen, sprich den Weg hier. Ja, ist aber jetzt von hier kein 3D-Modell, das ist natürlich viel einfacher. So, Leute, das Problem ist, ich sehe jetzt natürlich genauso wenig wie ihr. Jedoch muss man ein bisschen warten, bis wir endlich mal wieder einen Zauber einsetzen können. Okay, da ist auch noch irgendwas. Eine Hütte. Da unten dort ist das Chani. Weißt du, was mir hier am besten gefällt? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Es... Capo, Ono Bambule. Du entweihst unseren heiligen Boden, Gucho. Verlasse sofort das Tal der mächtigen Margolot. Entspann dich, ich bin auch gleich wieder weg. Du weißt nicht, worauf du dich hier einlässt, Gucho. Das heilige Tal ist in Aufruhr. Die Krieger des Orakels sind auf dem Kriegspfad. Selbst die Ahnen vermögen ihren Zorn nicht mehr zu bändigen. Warum schickt das Orakel seine Soldaten aus? Seit vielen tausend Jahren leben die Kieler in Frieden mit Margolot. Viele Monde bin ich schon hier und habe oft mit dem Orakel gesprochen. Doch muss ihr etwas Großes zugestoßen sein, dass sie nicht mehr unser Rufen erhört. Ihre Krieger, die du Soldaten nennst, sind Ausdruck ihres Zorns. Sie rüsten sich zum großen Krieg gegen die Kieler. Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie Eier legen, denn dann werden sie unbesiegbar sein. Wo genau ist dieses Orakel? Margolot hat ihr Nest jenseits der Hallen des großen Tempels im Osten. Unterschätze nicht die Macht der alten Margolot. Sie ist das allererste Wesen dieser Welt. Sie ist also sehr alt, weise und ebenso gefährlich. Sei vorsichtig. Wenn sie dich einmal in ihre Fänge bekommt, ist es um dich geschehen, Gucho. Das werde ich, Gucho. Was willst du gegen Margolots Soldaten unternehmen? Ich habe sie beobachtet. Ich kenne ihre Strategie. Sie werden sich oben auf den Hochebenen niederlassen, um ihre Brutstätten zu errichten. Noch haben sie keine Eier gelegt, doch die Zeit drängt. Tonka Damaka ist schon mit seinen Kriegern aufgebrochen, um die erste ihrer Brutstätten aufzusuchen. Ich selbst muss einen Zauberbann für die Hochebenen vorbereiten, damit die böse Saat nicht aufgeht. Ich habe so das Gefühl, mit dem Orakel zu quatschen, könnte unser Tod sein. Warum gehst du nicht zum Orakel und versuchst es zu besänftigen? Chani hat es viele Male versucht, doch ich bin immer wieder an ihren Kriegern gescheitert. Ich kann nur noch versuchen, das heilige Tal zu retten. Die Kieler müssen beschützt werden. Du scheinst eine sehr mächtige Kiki zu sein. Chi, alle Hoffnungen der Kieler sind mit mir. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das Volk der Kieler zu schützen. Und ich werde mein Leben geben, wenn ich damit die Kieler wieder in eine bessere Zeit führen kann. Ich brauche deine Hilfe. Du wärst besser beraten, wenn du schnell wieder das heilige Tal verlässt. Ich habe meinen Geist verloren und muss ihn wiederfinden, bevor ich zum Schergen des Schattenreichs werde. Ich kann dir nicht helfen, Gucho. Ich habe meine Aufgaben hier. Was wäre, wenn ich dich bei deinen Aufgaben unterstütze? Warum seid ihr Guchos bloß immer so aufdringlich? Gut, dann geh und such meine Krieger. Damaka ist irgendwo auf den Hochebenen im Westen. Er ist schon lange unterwegs. Ich fürchte das Schlimmste. Ich werde deinen Krieger Damaka finden. Chi, Gucho, geh schnell. Ich brauche nicht mehr lang für den Bannzauber. Dann werde ich euch unterstützen. Mach schon! Hä? Wieso war das los?
Ja gut, die machen das schon. Übrigens, die Chan ist es die gleiche, die aus Risen 2, oder täusche ich mich gerade? Die ist anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, Namen kenne ich doch von... Achtung! Hä? Ich hab die gehört? Verarschen? Die waren doch Meter weit weg. Kämpf endlich! Halt die Klappe, Matt, oder ich stopf sie dir. Wortwörtlich. Ja, okay. Ich muss noch Waffe ziehen. Die sind ja auch hier oben, oder wie? Ich werde dir Frieden bringen. Oh, Entschuldigung. Was wieder los ist? Jalla, jalla, renn doch zu deiner Los Mutter, Kucho. Ich werde dir Frieden bringen, Spinnensoldat. Patty, wo bist du? Patty, was machst du denn dort hinten? Mann, jetzt reicht's aber. Mein Gott, kann mir nicht mal die eine oder andere Quest erfüllen, ohne dass gleich die ganze Welt untergehen zu droht. Ja, scheinbar nicht. Diese verkackten Kumpel, kannst du bitte mal richtig ausholen? Dankeschön! Ah, das ist noch eine große! Mann, Kumpel, das ist noch ein Zauber ein. Ich sehe, dass du ihn kannst. Ja, will nicht. Bin ich ganz da, oder was? So, das war 2 von 5. Mann, hör auf! Alter. So, Patty, alles klar? Mein Gott, Tim, wer bist du jetzt? Was? Mann, halt die Klappe, Mensch, ich will mit dem anderen quatschen. Kidlat tut, was er kann, um seine Seele zu reinigen. Okay, ich tue ja fast das Gleiche. Alter. Und jetzt noch mehr kriegt die Motten. Bin ich eigentlich richtig unterwegs hier vom Pfad und zu allem? Ich hasse Spinnen. Geht mir ähnlich. Und ist nicht gerade sehr viel los. Okay, jetzt warte mal, bin ich jetzt ja richtig unterwegs? Ne, bin ich komplett falsch. Obwohl, hier drüben war auch irgendwie was. Oder sind wir jetzt richtig unterwegs bezüglich der Quest rekrutiere Chani? Kann vielleicht auch sein, wa? Moment, er will ja, glaube ich, irgendwie hier hin, wa? Okay. Er will also ins Tal und mit dem Orakel, also quatschen vermutlich eher weniger, wird es dann vermutlich irgendwie... Hängen wir uns da drüber? Also wäre hier. Er wird dann hier vermutlich sterben. So, wir können Krieger Damaka finden. Ist denn der hier drüben? Jo, er ist hier. Okay, gehen wir gleich mal hier lang. Ja, Leute, man sieht wieder mal, auch wenn ich mich ein bisschen verlaufen habe, es kommt doch also ins Gute. Schon wieder eins! Mann, Alter, komm doch endlich wieder mal! Mann, ist ja klar! So, wir müssen was steigern, was überhaupt, wenn ich schon mal dabei bin. Überleg gerade, was müssen wir jetzt überhaupt steigern? Irgendwas war da noch. Ich glaube auch die Liste auf 60 war noch bei Markus da etwas, bei Magnus natürlich etwas lernen können. Was Fingerfett? Nee, das war es nicht. Ich war noch ein bisschen damit. Mann, oh Mann. La 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 la. Servus! Tschüssikowski! Sayonara! Hat richtig weh. So soll es ja auch sein. Oh, was ist denn da wieder los? So, es tagt langsam, man merkt zwar. Wir sind echt 2 Golems, tatsächlich.
Egal, Golems sind nicht so schnell. Wow. Kämpf endlich! Ich will schon sagen, ey. Nein! Alter! Mann, hat er den anvisiert. Gut so! Gibt noch viel Ruhm, wa? Echt geil. Das ist den, den ich suche, wa? Nee, nicht ganz, den suche ich. Ups. Ja, das wird Shani natürlich gar nicht freuen. Man ist immer mal so scheiße dunkel, ey. Beziehungsweise immer noch. Ja, was mache ich jetzt hier? Gehe ich wieder auf den Weg zurück? Natürlich ein bisschen anderer Weg. Oder gehe ich jetzt mal dort noch gucken, weil mir wartet mir hier noch Spinnen gesehen. Oh, eine Truhe. Oh, ein Teleportstein, noch geiler. Dann mal die Truhe knacken. Wenn natürlich 100 Skillpunkte, gar kein Problem für uns. Jo. Kann man machen. Mach ihn nieder! Was denn jetzt schon wieder? Die hat so viele Spinnen, ey, das glaubst du echt nicht. Man treffe keine. Da ist nun praktisch schon Weg hier. Was bringt der jetzt? Nix. Überhaupt nix. Nada, null. Alles für ein. Naja. Gut, Leute, danke. Willst du uns verarschen oder was? So, geht doch. Wegen Klettern geht nicht und so, wa? Also langsam Tag, sehr schön. Die Truhe ist bereits leer. Ich bin gerade, glaube ich, im Kreis gelaufen. Würde man sagen, geht zum nächsten Part wieder den Baumstamm entlang, war und. Ja, schauen wir mal. Wir sind jetzt eigentlich wieder zurück zu Chani, aber hier ist vielleicht auch noch etwas, wenn wir schon mal hier drüben sind. Dann eigentlich noch die Mission von Garcia, die eigentlich so klappen müsste. So zumindest. Und dann, wie es aussieht, bereits im nächsten Part ein bisschen quatschen mit dem Orakel. Na, das kann ja lustig werden. Wie es aussieht hier drüber, war. Weil hier ist ja scheinbar was anderes und macht erst das mit Matt. Ja, erst das mit Matt, weil jetzt sind wir endlich los. Ja, ich bin ganz fies. Jo, jetzt ist langsam Tag. Na, endlich mal. Oh, noch mehr Spinnen. Ich krieg's. Alter! Ich krieg echt noch Spinnenparas. Nicht nur du, liebe Schwesterherz, nicht nur du. Da haben wir noch eine Beere. Dann würde es hier weitergehen. Was ist denn da drüben noch? Kristallzauber hält noch ein bisschen, aber auch hoffentlich nicht mehr. Ui, ui, ui. Aber sonst muss ich sagen, der erste Design ist echt cool. Also echt mal, wir halten so viel aus mittlerweile und es geht sich noch so. Ich wollte gerade sagen, der Fall oder so etwas. Es geht sicher nachher noch so geil bergab mit neuen Rüstungen, neuen Waffen, alles nur recht exklusiv und so. Geil, geil, geil. Hä? Bin ich jetzt? Jo, ich bin tatsächlich. Mann! Da haben wir doch glatt verarschen lassen. Ah, warum nur deswegen, wa? Okay, Leute, das geht so also nicht, dann muss ich unten entlang. Also natürlich, es würde schon so gehen, aber habe ich Bock, so früh schon zu sterben? Nö. Und dann mit dem Papageienflug darüber, das Problem ist nur, dann kommen die anderen zwei nicht mit und das ist natürlich auch ziemlich unpraktisch. Haben noch 18 Papageienzauber, Naja, was heißt nur noch? Also 18 wird eigentlich noch locker reichen und bis wir die aufgebracht haben, sind wir garantiert wieder bei irgendwelchen anderen Händlern, sag ich jetzt mal, wo wir wieder neuen Nachschub besorgen könnten. So, und wo der Dschungelspinne, okay. Und schon sind wir wieder hier auf der Mitte, ohne Gegner hoffentlich, noch leben. Nö, ist alles gut, alles ruhig. Stellt sich hier echt die Frage, wie komme ich zum Henker? Ah, das heißt jetzt noch, okay.
das könnte sein, wa? Wegen Garcia halt. Jo, das sieht schlecht aus schon das Spiel, das gibt's einfach nicht, hey. Ja, Leute, wie es weitergeht hier mit der Quest für Garcia, nachher Chani und dann das Orakel und dann Matt noch und alles mögliche. Also waren wir wieder im nächsten Part hier bei Racing 3 Titan Lords mit dem Wächter, eurem Michael. Beziehungsweise natürlich dem Namenlosen. Bis dahin, tschüss.